Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Infos zum kommenden Update in Clash of Clans. Sneak Peeks sind gestern losgegangen. Ich weiß, das habe ich schon gesehen, aber ich habe da kein Video mehr geschafft. Habe mir gedacht, heute kommt auch wieder ein Video, Sneak Peek. Und das fasse ich dann in ein Video zusammen. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen notiert, was so alles kommen wird. Versuche jetzt auch ein bisschen Hochdeutsch zu reden, dass mir vielleicht der ein oder andere einmal versteht. Ich glaube aber, es wird nicht so gut hinhauen. Aber jetzt versuchen wir es mal. Ich nehme dann auch noch ein bisschen Stellung dazu und sage, was ich von der Veränderung heute. Also als allererstes, ich habe da jetzt die Bilder aus einem Video von Galadon. Das ist auch ein YouTuber, der arbeitet ja bei Supercell und kann da auf Accounts zugreifen. Und ich habe da jetzt nicht die Videos hergenommen, weil ich habe keine Lust, einen Strike zu kriegen. Also habe jetzt die Bilder eingefügt, habe ein paar Screenshots gemacht. Weiß nicht, ob ich das darf, aber vielleicht merkt es ja keiner. Okay, also als allererstes haben wir Truppenverbesserungen. Ich glaube, es sind 3 Truppen, die verbessert werden. Als erstes haben wir den Magier. Da habe ich da jetzt ein Bild eingefügt. Das ist der Magier Level 7. Der gibt es ab Rathaus Level 10, glaube ich. Und den Magier Level 6 gibt es dann ab Rathaus Level 9 sogar schon. Ich finde, der schaut relativ cool aus. Hat es einmal gebraucht. Der hat jetzt lang kein Update mehr gekriegt, glaube ich. Also ist schon mal Zeit geworden. Als nächstes haben wir dann Truppenupdate an Baby Dragon. Also Baby Drache Level 5, Level 4 kann man dann ab Rathaus 10 machen. Ab Level 5 dann ab Rathaus 11. Hat jetzt so pinke Flügel und ja, ich bin insgesamt kein Fan von Baby Drachen. Die hätte, finde ich, in Clash Royale bleiben sollen. Aber naja, wer Fan von denen ist, für den ist es natürlich das Höchste. Aber ich bin jetzt wirklich, wie gesagt, nicht so der Fan davon. Dann schauen wir zur nächsten Truppe. Das ist der Drache Level 6, wo wir schon bei den Drachen sind. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil es ist ja, es ist schon eine Zeit her, dass er Level 5 geworden ist, aber schaut relativ cool aus, finde ich, mit den Flammen hinten bei den Flügeln. Ja, er war schon OP. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wieder was ausmacht, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es werden Luftangriffe wieder gestärkt. Ja, bin gespannt, das zum Singen auf jeden Fall. Als nächstes haben wir dann neue Verteidigungen, die kommen werden. Also nicht neue Verteidigungen, sondern Verbesserungen. Da haben wir die Tesla Level 9 auf Rathaus 11. Und ja, die schauen, finde ich, also die schauen schon cool aus mit der riesen Waschtrommel da oben drauf. Und eine weitere Änderung ist, dass sie keinen zweifachen Schaden mehr auf Packers machen, was ich auch relativ gut finde, weil Go-Wipe-Angriffe sind jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt wegen den vielen Go-Walk-Angriffen. Da ist es schon mal eine gute Abwechslung, finde ich, das passt schon relativ gut, dann kann man mal wieder ein bisschen Taktiken switchen. Dann weitere Verbesserung von der Verteidigung ist der Minenwerfer Level 10, kann man ab Rathaus 11 machen. Und der Schaden von Minenwerfer 8 und 9 sind erhöht worden. Mir hat insgesamt der Minenwerfer noch nie so interessiert, weil er halt einfach fast keinen Schaden nicht macht. Ich finde, der passt jetzt relativ gut zu Rathaus 11, also ja, wenn der Schaden erhöht worden ist, warum nicht, ist auch mal Zeit geworden. Weitere Verbesserung in der Verteidigung ist der X-Bogen Level 5, ist auch verfügbar ab Rathaus Level 11. Und das hat mich eigentlich auch ein bisschen überrascht, aber der passt relativ gut dazu, finde ich, zu Rathaus 11. Und die war auch eine meiner Lieblingsverteidigungen, deswegen das war einer der Gründe, warum ich auf Rathaus 9 gegangen bin, weil ich den unbedingt haben wollte. Dann natürlich auf Rathaus 10 wegen die Inferno-Türme, aber da ist ja erst ein Update gekommen, also bin ich mal zufrieden. Dann sind die Zauber gestärkt worden. Als erstes haben wir da den Skeleton Spell, der, das ist genauso, ich bin jetzt zwiegespalten, genau wie beim Baby Dragon. Ich finde das jetzt halt nicht so optimal. Ja, aber ist Ansichtssache, wer ihn mag. Also auf jeden Fall kommen da jetzt nach und nach Skelette, wenn man den setzt, 26 Stück insgesamt, wenn er auf Max ist. Ja, kann man machen, sage ich bloß dazu. Also mehr sage ich jetzt mal nicht. Also da habe ich jetzt nochmal ein Bild, wo alles drauf ist. Da sieht man auch nochmal die 25 neuen Mauern, das geben wird, was mir jetzt ein bisschen ärgert, weil ich jetzt gerade dabei bin, meine zu maxen. Das zirkt jetzt schon recht lang, aber
na gut, beschwer mich nicht. Hauptsache, dass irgendwas nice kommt, weil das hat jetzt richtig lang gedauert. So, dann die heutigen Sneak Peeks. Gibt jetzt ein nice Layout beim Truppen bearbeiten. Das seht ihr jetzt da. Man kann jetzt Truppen reinziehen, austauschen. Seht ihr auch oben, dass jetzt 480 ist, also bei maximalen Armeelager haben wir ja 240 Platz, ist jetzt verdoppelt, dass man, also nicht der Armeeplatz ist verdoppelt, sondern man kann weiterhin noch Truppen ausbilden, auch wenn das Armeelager schon voll wäre. Und da kommt dann so ein grüner Haken, wenn die fertig ausgebildet sind und das, wenn du dann angegriffen hast, sind die dann direkt wieder im Armeelager drin oder du kannst sie auch direkt aus der Kaserne raus spenden. Die Kosten fürs Gem von Truppen wurde reduziert. Bei den Zaubern ist das mit dem doppelten Platz das gleiche. Da hat man dann 22 Platz und kannst auch weiter Zauber ausbilden und rumschieben und was weiß ich. Ich finde, dass es insgesamt schon relativ cool ausschaut, auch dass alle Truppen auf einen Haufen sind, dass du jetzt nicht mehr so viel rumdrücken musst. Und mein absolutes Highlight finde ich jetzt von dem Update, als mal abgesehen von den neuen Truppen und Verteidigungsleveln, ist, dass man Army-Zusammensetzungen speichern kann. Also man kann jetzt das erstellen, kann Go-Wipe erstellen, kann das dann abspeichern, dann kann man das einfach schneller ausbilden. Ich finde, das ist absolutes Highlight für mich in dem Update. Vielleicht habe ich das eine oder andere schwammig erklärt, das weiß ich jetzt nicht genau. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr vom Update? Schreibt es auch unten in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch, haut's rein, servus.